Ich gucke mal kurz drüber. Welche Seite waren wir? Ich glaube, wir wollten jetzt anfangen, hier herauszufinden, was passiert, wenn man Biegung und Schwerkraft überlagert, richtig? Ja, ich weiß, es ist nicht klausurrelevant. Biegung und Torsion kam was nicht mal dran, aber gut. Also, ich sage Ihnen kurz nur den Kniff. Überlagerung von Biegung und Schwerkraft. Die Spannungen dürfen Sie nicht überlagern, die Verformungen schon. Sie tun also so, als Sie rechnen die einzelnen Verformungen und überlegen sich dann, welche Verspannung würde zu der Verformung führen. Dann schauen wir, wie überlagert man Biegung und Torsion Schwerkraft. Dazu gibt es dieses tolle Teil hier. Das ist Beispiel 9.4. Ich gebe sie Ihnen entweder, Moment, die sind, glaube ich, die sind so knapp, die kann ich Ihnen noch kurz entscheiden und die kennen Sie schon. Sigma. Und alles, was wir heute nicht an Formeln machen, gebe ich Ihnen ausgedruckt, also zum Download, dass Sie es nachtragen können. 151. Widerspannung abhängig von Z ist MB von X mal Z durch IY oder F mal X. Z, wenn Sie im Bild, wenn Sie so eine Einzellast haben. So. Unheimlich neue Formel. Wenn Ihnen diese Formel nicht vertraut vorkommt, dann haben Sie noch eine Menge zu tun. Also, 151,2 die Schwerkraft von Z ist, das können Sie mir diktieren, oder? Was ist Tau? Ähnlich neu wieder oben. FQ, was genau? FQ mal SY, da machen wir noch daran, wovon das abhängt. Schwerkraft hängt ab von X. SY hängt ab von Z. Genau. Durch IBY, also ja IY mal B. Und B kann auch wieder abhängen von Z. So unheimlich neu sind die Formeln in dem Kapitel. Das ist 152. Jawohl. Okay, und überlagern dürfen Sie die Verformung und dann können Sie Beispiel 9.3 rechnen. Und diese eine Klausuraufgabe war tatsächlich auch etwas, wo Sie nur die Verformung überlagern mussten und das dürfen. So, wenn jetzt noch Torsion dazu kommt, also da sind wir zurück bei dem Balken, den der Füße hier so schön mit Stricknadern gebastelt hat, kann man sich einspannen. Da hat man hier eine Welle, die kann man verdrehen, wenn man stark genug ist. Ich verdrehe sie auch, Sie sehen das nur nicht, Sie gucken nicht genau, wie es geht. Kann man über einen Hebel da noch eine weitere Kraft reinbringen. Also Hebel, Moment, aber da das jetzt kein symmetrischer Hebel ist, wird da noch ein bisschen, zum einen drücke ich nach unten, ich drücke nicht dagegen nach oben, das heißt, es schiebt sich noch nach unten. Dann ist der relativ kurz, dann habe ich auch noch eine Querkraft drin. Also schon recht bunt das System, was so an Richtungen von Achsen angeht. Und das sollen wir jetzt beantworten. Wo ist die höchste beanspruchteste Stelle des Querschnitts? Also, Ihr Maschinenbauerbauch ist gefragt. Höchst beanspruchteste Stelle. Einspannstelle. Wunderbar. Dann, welche Einzelspannungen treten auf? Hier, an dieser Einspannstelle. Spiegelspannung, genau. Torsion und Schub. Und dann nehmen Sie jedes Mal einfach Ihre Standardformel und dann müssen Sie noch aufpassen, welche Längen Sie da jeweils einsetzen. Mit welchen Längen müssen wir rein.